Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Studiogast. Er ist Kabarettist, Liedermacher und Autor und hat auch noch einen Job im Landratsamt. Der Vogelmeier. Immer dabei hat er seine Gitarre und gute Laune. Beides hat er heute mit zu uns hier in die Abendschau gebracht. Sein Programm meist Vogelwild, daher auch sein Künstlername Vogelmeier. Im richtigen Leben Thomas Meier. Bayerisches Musikkabarett. Seit fast 20 Jahren steht er im Wald und auf der Bühne. Kosmos auf dem Volksfest, wir wurden erhört. Bedienung noch ein Kosmos, weil ein Kurs am Tisch erkehrt. Mehr als 1000 Auftritte hat er absolviert. Die Texte alle selbst geschrieben und unverkennbar. Sein Herz schlägt für Niederbayern. Ja, da ist er, der Horm. Und der Horm heißt auch sein Song, den er uns mitgebracht hat von seinem neuen Album. Hier ist der Vogelmeier in der Abendschau. Da ist der Vogelmeier und ich spiele mein Lied der Horm. Normalerweise spielt bei dem Lied mein Kamerad dazu Trompete, den habe ich aber heute nicht dabei. Deswegen spiele ich die Trompete selber mit dem Mund so nach. Ich hoffe, für das eine Lied geht's dann dabei schon. Schließt einfach die Augen, liebe Zuschauer, und stellt euch vor, der Stefan Mross wäre heute hier im Studio und der würde auf einer Trompete spielen, die 300 Jahre alt ist und die bei Kunst und Krempel auf 4.500 € geschätzt wird. Wo der Himmel weiß und blau ist, da bin ich daheim. Da wo's Berg und Weide gibt, da bin ich daheim. Wo mein Herz herschlagt, ja, da bin ich daheim. Da wo Bierzeiten stehen, da bin ich daheim. Wo's beste Bier ausgeschenkt wird, da bin ich daheim. Wo ein Rausch ganz normal ist, da bin ich daheim. Da wo die Lederhosen tragen wird, da bin ich daheim. Da wo die Hafelschuhe bladeln, da bin ich daheim. Wo der Opa bei der Oma gefenstert hat, bin ich daheim. Wo's keine Hochzeit ohne Brautstein gibt, da bin ich daheim. Wo der Sommer nur 6 Wochen dauert, da bin ich daheim. Wo die Leute im Biergarten knocken, da bin ich daheim. Daheim fühl ich mich wohl, daheim, da möcht ich sein. Daheim, da kehr ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sei will. Daheim, das ist kein Ort, daheim, das ist ein Gefühl. Der Horm, der Vogelmeier. Thomas Meier kommt zu uns auf die Bühne, also von der Bühne aufs Sofa. So, grüß dich, hallo, grüß dich. Jawohl. Servus. Hi. Ja, fesch. Jawohl. Geht sich schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Horm, hast du jetzt gerade allein mit der Gitarre gespielt, hast mir aber vorher auch schon erzählt, dass ihr das auch in größerem Rahmen jetzt aufgenommen habt fürs Album, oder? Das Lied gibt es schon seit ein paar Jahren und jetzt haben wir es für das Album endlich mit richtigen Profimusikern mal aufgenommen, auch mit richtiger Trompete und mit Bass, Background-Sängerin und allem drum und dran mit Schlagzeug, was man so braucht für ein richtiges Lied. Cool, und wo kann man euch in der Kombo hören? In der Kombo jetzt vielleicht nächstes Jahr bei 2, 3 ausgewählten Auftritten, aber ansonsten tritt ich schon weiterhin als Musikkabarettist solo auf. Immer meistens allein auf der Bühne, ja? Genau. Und aber gleichzeitig auch noch der Job im Landratsamt. Genau, das mache ich auch noch nebenbei, also momentan mit 10 Stunden in der Woche, versuche das aber noch ein bisschen zu reduzieren. War halt jetzt in der Corona-Zeit ganz gut, da den Fuß noch in der Tür zu haben, ja. Aber eigentlich mache ich das Musikkabarett schon hauptberuflich. Ja. Was ich mich gefragt habe, inwieweit ist dann die Arbeit und möglicherweise auch Gespräche im Landratsamt Vorlage für Kabarettprogramme? Eher gar nicht, weil das tatsächlich, sollte man das schon irgendwo auch trennen und auch da den Bürger nicht mit ins Programm mit einbeziehen. Natürlich zeigt man immer wieder Sachen aus seinem Alltag auch mit rüber ins Kabarettprogramm, weil das ist natürlich auch immer so, dass man sagt, ich muss ja auch Geschichten aus dem Leben präsentieren, damit sich das Publikum damit identifizieren kann und sich auch da wiedererkennt. Aber das Landratsamt spielt jetzt eigentlich eher untergeordnete bis gar keine Rolle. Aber vielleicht kann man irgendwas verarbeiten, was gerade so den Zeitgeist trifft wahrscheinlich, oder was? Genau, aber das nimmt man eigentlich so aus dem Alltag mit, was weiß ich, wenn man beim Bäcker irgendwie Semmeln kauft oder was man einfach so im Alltag, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis erlebt. Daraus kann man eigentlich das ziehen, was man dann in die jeweiligen Programme und Geschichten wieder verarbeitet. Und jetzt ist gerade Hochsaison. Du hast wahnsinnig viele Auftritte im Juli, oder? Ja, im Juli sind es jetzt 27 Auftritte aktuell.
früher war die Hochsaison eher so in die Winter-, Herbstmonate, wo es also nicht ganz so warm war, wo die Leute auch in die großen Säle hineingegangen sind. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen verändert. Viel spielt sich Open Air ab, viel ist draußen an der frischen Luft und in die Biergärten und in Open Air Bühnen. Und da ist es halt so, dass man wirklich jetzt im Sommer mitnehmen muss, was man kann, um einfach, weil man nicht weiß, was im Winter dann wieder ist. Ja, so geht es ja allen Künstlern gerade. Ja, Genau. Du schreibst alle Texte selber auch von deinen Liedern, oder? Ich mache alle Texte selber, also die Kabarettgeschichten. Natürlich sind die Witze, die ich mache, schon auch vielleicht irgendwelche Witze, die mir jemand erzählt hat, die ich dann einfach in die bayerische Welt hinübertrage und in meine Kabarettgeschichten zu den fiktiven Charakteren, die ich vielleicht auch mit dabei habe, hier mit einbaue. Aber die Liedtexte und alles, das mache ich natürlich selber von A bis Z. Und ja, das, glaube ich, macht es halt auch aus, dass die Leute sagen, hey, der unterhält uns jetzt 2 Stunden hier, sehr abwechslungsreich und das gefällt uns auch. Und da merkt man schon, das kommt wirklich bei dem aus der eigenen Feder und kommt auch von Herzen. Jetzt, um nochmal auf den Song zurückzukommen, daheim, fühlst du dich ausschließlich in Straubing daheim? Oder, Nein, ich bin in Niederbayern daheim, aber ich habe auch nur von meinem Wohnort von Mitterfels aus, ich wohne im Landkreis Straubing, habe ich auch nur ein paar Kilometer in die Oberpfalz. Also ich bin auch gerne in Oberbayern oder auch in Franken oder in Schwaben und auch gerne mal außerhalb Bayerns, also in Österreich, Schweiz, Baden-Württemberg, Thüringen, mit den Auftritten gerne unterwegs. Und es ist so, dass ich tatsächlich überall gern daheim bin, da wo mich die Leute hören wollen. Aber Bayern ist natürlich meine Heimat und da weiß ich, wie die Leute drauf sind und verstehe die Mentalität. Und da fühle ich mich einfach wohl und da kehre ich ja hin. Ja, jetzt hast du aber trotzdem schon einige Regierungsbezirke aufgezählt. Und wenn du 2 Stunden allein wirklich auf der Bühne stehst, ja. Gibt es da Unterschiede? Oder hast du irgendwo mal gemerkt, oh, da irgendwie, da lasse ich irgendwas weg oder da brauche ich jetzt einen anderen Witz? Also man muss schon sagen, der Humor ist ja in Bayern sehr unterschiedlich. Ich sage immer, wo es im Bayerischen Wald vor lauter Lachen unter den Tisch reinfallen, da bekommst du in München eine Anzeige. Also das muss man schon sagen, dass man da ein bisschen... Hättest du ein Beispiel? Bitte? Hättest du ein Beispiel? Nein, jetzt nicht so direkt. Also ich will jetzt nicht, dass man was ausschneiden muss. Also, mein Gott, es gibt halt anspruchsvolleren und weniger anspruchsvolleren Humor. Ein Beispiel habe ich mal. Treffen sie 2, sagt der eine, du wirst gar nicht glauben, was mir letztes Mal passiert ist. War ich in München, habe ich einen getroffen, den habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Sagt der andere, es ist ja gar nichts. Ich war letztes Mal in Freising, habe ich einen getroffen, den habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also sowas kommt jetzt zum Beispiel unterschiedlich gut an bei verschiedenen Gruppierungen, kommt aber nicht unbedingt auf die Region drauf an, sondern auch auf den Veranstaltungsort. Ist es jetzt mehr ein Biergarten oder ein Wirtshaus, ist es mehr eine Kulturbühne? Also das hängt eher davon ab. Ganz kurz noch, Gäubodenfest steht ja auch an. Das ist bei euch auch Feiertag, kann man nicht sagen, Feierwochen, oder? Ja, es sind 10 Tage, 11 Abende im Gäuboden Volksfest. Das ist natürlich sehr wichtig. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei und mache ja auch verschiedene Aktionen. Da der Großmaßkönigin und auch Auftritte. Ja, vielleicht schaue ich mir das einmal an. Danke sehr dir. Gerne. Danke, danke, Thomas. Und hier geht es gleich weiter mit BR24. Stefan Scheider wird Sie dort begrüßen. Thema unter anderem die Lage an den Flughäfen. Kurz vor Ferienbeginn, wie groß ist das Chaos aktuell? Wir sehen uns morgen wieder dann ab 18 Uhr in der Abendschau. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen, irgendwie kühlen Abend. Servus.